To a distance of some 268,000 miles away from Earth, farther than any human-rated spacecraft designed to return to Earth had ever been Dogelohai für die Landung von der Artemis-Mission am Orion-Raumschiff. Wir sind ein wenig echter Dropgang auf Bilderlo, weil wir auch rüberschalten gleich auf Bilder von der NASA-Television. Für was? Weil das Service-Modul gleich aufgetrennt wird, den europäischen Service-Modul, also weil es entwickelt ist von der Europäischen Raumfahrtagenz. Here in Mission Control, da haben wir Mission Control am Bild. Und wir werden auf Bilder für ein paar Minuten Bilder gesehen, die waren wirklich fantastisch. Von der Erde aus gesehen, also vom Orion-Raumschiff, der gefilmt. Und das war wunderschön. Bilder, wir können leider nicht mehr hier am Archiv 4 leihen. Wir gucken aber, was geschieht. Hier ist dort gut, weil genau um 18 Uhr 39 da wird Orion-Raumschiff landen. Das wurde gestartet den 16. November, genau morgens um 7:07 Uhr 40. Wir haben erst alles Demos direkt überdrohen. Analo könnt die unbemannten Kapsel rauf. Hier war das unbemannt, weil in der Flug wollte ich testen, eher in an 2 Uhr mit Astronauten rupflitt. Und da möchte ich die ganze Prozedur nachher an einer mehr verkehrten Version, möchte ich das mal an der paar Sekunden Dooftrennung vom Service-Modul, da das Traumschiff mit Energie versorgt wird, die lässt ich am Weltraum. Das läuft am Moment. Die sieht auch innen am Bild, ihr seht das CNSM-SZ, da steht das, und wenn ihr seht das, dann werden wir dann auch ein Live-Bild kreieren. Wir haben noch schon Bilder gehabt, für ihr können wir die hier noch vielleicht nicht weisen, und zwar vom Schiff aus, wo Traumschiff hier noch rauf könnt. So weit sind wir noch nicht. An den letzten Tag sehen wir ein ganzer Kopf Fluchtmanöver beflogen. 30 Sekunden nach dem Auftrennen von dem Service-Modul an der Orion-Raumkapsel. Hier sehen wir das an einer Animation. 10 seconds until set. 10 Sekunden nach. Da fliegt das ein Stück weg. Und das ewige Stück, das ist ja dann die Orion-Raumkapsel, die landet dann hier noch am Pazifik. Das ist ein Orion flying on its own. Der Moment, wie gesagt, als es aufgetrennt, wir sehen da an eine Animation, ich meine, die Kollege von der Television, wir sind auf die Bilder angewiesen, die wir rüberkriegen, muss ich sagen. Wir sind nicht responsabel für die Bilder. Die Sachen, die sind ganz interessant, weil im Moment
huet d'Orion-Raumkapsel eng Witters vun ca. 40.000 Kilometer an der Stunde, a mat der Witters wird ze dann herno och op der Atmosphäre treffen. Wir gesinn auch innen links am Bild, dass Separation durchgeführt gin ass. Ich habe mir zwar gedacht, wir gehen Bilder kriegen, dafür sind wir am Fond geholt, 2 Minuten nicht auf Sendung gegangen, weil wir 400 Minuten hat man nämlich noch flott Bilder, und zwar, die sind vom Service-Modul kommen. Das Ganze geht auch überwacht zu Nordwijk an Holland, du hast nämlich die europäische STAC, die kontrolliert dann auch den Bund von dem Service-Modul, das natürlich an der Erdatmosphäre wird vergleichen. Peak heating of 5,000 degrees Fahrenheit on the heat shield. Guck mal nach ganz kurz auf verschiedene Sachen zurück. Und zwar haben wir natürlich auch eine kleine eine Zusammenfassung gemacht von Artemis. Das war den 21. November. Voilà, haben wir das richtige Bild erwischt. Da ist Artemis dann an einer Höhe von 2254 Kilometer über die Mondoberfläche geflogen, über den Landeplatz von Apollo 11, das sehen wir ganz gut am Bild, und durch noch an einer Höhe von 9656 Kilometer, als sie geflogen über den Landeplatz von Apollo 14, an Dürno, wo sie an einer Höhe von 12.392 Kilometer über dem Landeplatz von Apollo 12 weggeflogen. Dorion hat den 25. November an einer Höhe von 92.194 Kilometer den Mond umkreist. Das ist ein Rekord, nicht nur für eine Raumkapsel, weil das Raumkapsel ja gedauert ging, als für Menschen zu transportieren. Dann haben wir aber auch noch flott Bilder für euch zusammen, die werden wir auch an einer Grafik können weisen. Die sind auch da gesehen, wir Dorion Raumschiff, und zwar gesehen den Mond an der zusammen. Das war den 25. November an einer Höhe von 92.194 Kilometer. Das war die größte Distanz für ein Raumschiff, das jemals gemacht ist, die für Astronauten gebaut ist. Samstag, der 26. November, wo das Raumschiff dann 492.194 Kilometer von der Erde wäscht. Und das ist der Rekord. Und nicht viel Güte, ich verstehe, wenn so die Zahl vertrippelt, das ist immer so evident. Also, Samstag, 26. November, wo das Raumschiff dann 432.194 Kilometer über der Erde. Und das war ein neuer Rekord für ein Mondraumschiff, das für Leute gebaut ist. Am 1. Dezember, Luisa ist im Aufgang an mir niedrig im Laufbahn. Und du hast natürlich dann auch Bilder für ihr, die man hier gesammelt hat und die ich so ganz gerne kann abblenden. Du hast mir so raufgegangen und du hast Raumschiff dann an einer Höhe gewesen von 127 Kilometer als den Mond gegangen. Du dann aber müssen aufpassen, weil die Unziehungskraft dort ziemlich schon hoch war. Du müssen verschiedene Manövern fliehen, nicht dass nach Medellin aufgegangen ist. Weiter Bild Hummer High. Dauert ja wenig, das gelöst, das Bild an der Regie.
the speed at which we're going and with the temperatures expected to build up very quickly for peak heating around the heat shield of Orion, we will begin the first of two blackout periods, the first of which is scheduled to begin at 11:20 and 16 seconds a.m. Central Time and will last about 4 minutes and 48 seconds. At that time, entry guidance, which has been stored on board, pre-programmed commanding for Orion to continue to point its way toward the splashdown zone, will take over. The first blackout period should end around 11:25 and 4 seconds Central Time. Dort will ich es auch noch erklären, dass 4 programmiert das Dorion-Raumschiff mit einer Vitesse von 39.495 km/h an der Atmosphäre erreichen. Das wäre dann Mach 32-fach Schallgeschwindigkeit. Der Apollo fliegt wenn die war ziemlich nur, und das war die von Apollo 10. Apollo 10, als man eine Geschwindigkeit von 32.187 Kilometer an der Atmosphäre angetrieben. Raumschiff muss immens aufbremsen, und das wird dann natürlich an den innersten Schichten sind mit Fallschirmen. Wir für kommen natürlich an den LOS, das heißt, dann gibt es Lost Signal, wenn das Raumschiff an der Erdatmosphäre ist. Das erklären Sie sich geheim. Hier wird das Raumschiff landen, und sobald den Interfaces für an der Erdatmosphäre ran, dann als kein Funkkontakt, solange das Raumschiff an den ewigen Schichten von der Erdatmosphäre ist. Das ist ganz einfach, das Treibungssitz leset eben nicht so schon gut nicht bei dieser großen Vitesse. Wir sehen hier Boote, das sind die vom großen Schiff kommen, und die werden dann Dorion-Raumkapsel herno an Empfang holen. This is Mission Control Houston, 12 minutes away from entry interface. An 12 Minuten wird Dorion-Raumschiff dann den Moment an der Atmosphäre antreten. Entry Flight Director Judd Freeling and his team of flight controllers watching carefully over their data. Das ist auch interessant, weil das ist nämlich der Moment, wo das Raumschiff die größten Widerstand hat an den ewigen Luftschichten. Auch diesen Re-Entry ist das hier wenig ähnlich wie an der Apollo-Zeit. Und zwar den Re-Entry wird ähnlich gemacht, weil NASA hier Antrittsphase bei diesem Raumschiff will testen. Es springt ein Kehr rauf, das heißt das Raumschiff, und dann geht es darum, geschleudert von der ewigen Schicht von der Erdatmosphäre, ehe sie dann aufbremst an die innersten Schichten von der Erdatmosphäre, für dann können am Pazifik zu landen. 11 Minuten nach, ehe das Raumschiff den Moment an die ewigen Schichten von der Erdatmosphäre kommt. Ich will euch auch noch ein Bild nicht viel enthalten, und das ist das Teil. Da gesehen wir während ihrer Mission wird der Mond an der fotografiert, wirklich ein ganz flottes Bild. Das geht aber nicht mehr, wenn das Raumschiff wirklich weit weg vom Mond ist, für den Mond an der so zu fotografieren. And control the thermal characteristics of the vehicle as it heads towards its subsonic point where it will go under Mach 1. Was will ich schon noch sagen, was interessant ist, dass wir hier noch kommen, was Rob Navis erzählt. Some 5 minutes before splashdown. An 8 Kilometer Höchst gehen dann mit 520 Kilometer an der Stunde die ersten Fallschirme abgemacht. Die Landung ist am Pazifik bei San Diego bei Kalifornien. Sie ist wenig umgeändert in die Landestelle, weil
wird dann nicht ganz gut war und dafür wurde die High-Platz décidéiert Teilschaft an 5 Meilen von diesem Schöverwäsch, da wird Dorian raufkommen. Ich bin mal gespannt, wie das sich umgesetzt. Ich will aber auch noch etwas sagen, und das ist ganz interessant, heute ist ja den 11. Dezember. Ne? Und da war genau heute 54 Jahre, als die letzte Crew Mond gelandet. Das war den Dr. Harrison Schmidt, oder Jack genannt, und den Gene Cernan. Den Ron Evans, der war damals der Pilot von der Apollo-Kapsel. Also heute 54 Jahre sind die letzten Menschen Mond gelandet. Das heißt, dafür gibt es mal eine Menge Zeit, dass ich da hinfliege, das will ich auch machen. Und das an 2 Jahren, dann will ich den Mond kreisen, so wie das auch beim Orion-Raumschiff der Fall war. Am Jahr drauf will ich dann landen. The northwest coast of Australia. Die Nordwestküste von Australien hat Dorian Kapsel erreicht. Dip into the Earth's atmosphere and begin what basically is a hellish entry, where temperatures around the spacecraft will raise to about 5,000 degrees Fahrenheit. Nach an die Lichtkorrektur das heißt, gibt eine Aufbremsung gemerkt. Eher den Entry-Interface das hat auf der innerste Linie am Bild hat der Entry-Interface stehen. And correction, Orion is actually traveling over the South Pacific at the moment. Über dem Südpazifik aus dem Moment Dorian Raumschiff. Den Rob Navies, den NASA-Kommandeur, den wirklich ganz gut ist. Man hat sich das Jahr mal gegeben, das kann 4 kommen. Das ist ein ganz kompetenter Mann bei der NASA, der Rob Navies, NASA-Kommandeur. Wir sehen hier eine Grafik am Funk, also den Kontrollcenter herum. Jetzt seht ihr nicht mehr, die 40.000 Kilometer an der Stunde, wo das Raumschiff sollte an der Atmosphäre kommen. Ich will den sich just nicht festlegen. Kann doch nicht an 30.000 von der vorne ziehen und sehen. Also, du willst hier sich noch fangen verbrennen. When it shows the the initiation of the parachute deployment system. Entry interface less than 6.5 minutes from now. Die Details 6,5 Minuten von Elo aus und dann könnt den Entry Interface da geht dann treten an der Atmosphäre. Das ist eine Kamera vom Orion Raumschiff unter dem Deckel, wo die Fallschirme sind, so wie ich es verstanden habe. Und an der Splashdown gesehen wir auch angeblendet innen am Bild bei ungefähr 25 Minuten. Da liegen wir ungefähr bei 18 Uhr und 39. Just to recap, the crew module, the Orion crew module, separated from the European service module about 14.5 minutes ago. Ja, schon 14 Minuten, also fliegt Dorian lang. Das sehen wir hier an der NASA-Grafik. Im Moment also nicht mehr möglich, Live-Videobilder zu kreieren, weil so gleich an der Atmosphäre antritt. Und dann ist gut kein Funkkontakt möglich. Auch wenn zum Beispiel Astronauten nur Bord werden, die Kinder nur verloren mit dem Kontrollschwätzen, sobald dem Entry-Interface, also dann treten an der Atmosphäre, dann ist das nicht mehr möglich. Wir sehen hier gerade 23.400 Kilometer an der Mile per Hour fliegt Dorian Raumschiff. Da sind wir schwer auszurechnen,
den rechnen en Teil Fidalo an Kilometer sinn méi. Dat ass de Moment hier lo net so. Wann das Mission lo, wie gesagt, Landung Riveras, da werden alle die Experimente, die in o Bord huet, da waren joch nach Männer kennen, die sie mitgeflohen. Und zwar, das waren Männer kennen, die waren vollgestoppt mit Messinstrumenten, die gingen alle gut ausgelesen an den nächsten Tag. Und da wissen auch ganz genau, wie mit den Strahlen aus, was sich verändert hat, an den 50 Jahren, wo er vielleicht in Richtung Mond geflohen ist. Das Blut am Hintergrund von der Animation, das soll dort durchstellen. Die Gesichter Lohai am Bild, ich weiß nicht, Lohai am Mikro, das ist das Schiff, Bergungsschiff, an die kleinen Boote, die sie auch schon rauskommen. Da haben wir auch schon einige gesehen am Live-Feed von der NASA. Orion will be at an altitude of 400,000 feet, traveling just under 25,000 miles an hour, with a range to splashdown of 3,659 statute miles. So, die Position durchgehen an der Vitesse. Die geht op, gesieht bei 25.000 Miles per Hour. Dann kommen wir aber schon ganz nur um die 40.000 Kilometer an der Stunde. Also wir sind nicht weit weg. Just wie ich schon gesagt habe, Apollo 10 hat auch ein ganz großes Vitesse. Gucken Sie mal auf mein Viertel, wo ich Teil stehen. Und dann ist er dann, wie wenn es live ist. Da muss ich nicht die Brille auf das ausgesagt, die nicht. Also Apollo 10 hat 32.187 Kilometer an der Stunde im Tacho für raufzukommen. Gehen wir rüber an Bilder von NASA Select. Hier sehen wir den Tracking durch den Raumschiff High. 44 seconds away from entry interface, moving from south to north to its splashdown target west of Baja California. Bei Baja Kalifornien, da geht dann gelandet. Wir sehen nur hier den Tracking, die geringe Strich gesehen wir hier. Und dann kommen wir auch, wie gesagt, an der Atmosphäre. Das sind ganz spannende Momente, weil das hier muss tatsächlich halt immens durchhalten. Just 1 minute away from entry interface. Tatsächlich halt habe ich auch eine Information hier stehen, wie warm das geht. Also, wenn Traumschiff an der Atmosphäre kommt, da wird tatsächlich sich temperieren auf 2760 Grad Celsius, nicht Fahrenheit. 2760 Grad muss tatsächlich aushalten. Und dann, habe ich auch schon gesagt, wir sind noch ein NASA will dann fest bei dieser großen Vitesse ändern, dabei soll das Orion-Raumschiff nur am Antreten an der Atmosphäre kurz raussprangen. An den Entry-Interface ist dabei 120 Kilometer an den ewigen Schichten von der Erdatmosphäre. Standing by for entry interface in the first of the 2 blackout periods. Ja, es sind 2 Black-Perioden dran, das ist durch den Sprung der machen. Und das sind Live-Bilder, die kommen vom Orion-Raumschiff mit gesehen haben. Der Moment, als Treibungssitz angetreten. Ich will daran noch sagen, dass Orion traveling just under
Traumschiff von ca. 61 Kilometer hoch, dann auf 90 Kilometer hoch springt. Und dann nur noch an 8 Kilometer hoch gehen die echt Fallschirme ab. Are reaching about 5,000 degrees Fahrenheit. This is the moment of truth for Orion. Ja, das hat den Rob Navy Silo ganz gut gesagt. Und zwar nicht gesagt, we should be coming out of this first blackout period just under 4 minutes from now. Durchhält, dann wären sie auf der gewonnenen Seite. Und das ist auch immens wichtig, dass es klappt. Weil an 2 Jahren will den Tour noch ein Jahr machen von der Erde aus den Mond. Und das Mission wird dann der Apollo 8 Mission ganz ähnlich. Again, this is a visualization of what should be happening with Orion at the moment, although we are in a blackout period. That should end about 3 minutes and 15 seconds from now. Once we emerge from this first blackout period, we'll conduct the skip entry maneuver that will further dissipate heat and energy and begin a very, very dramatic zu Houston reduction am Texas in the velocity of Orion gewiesen. as it approaches its Das Leid splashdown site. überwachen alle gut die bemannten Raumflieg und natürlich auch die SS. Du hast das hier lokal bemannte Flugmäßige, aber als an der Kategorie am Kontrollcenter behandelt, weil es ja ein unbemannten Testflug ist. Und da kann ich euch schnell erweisen, wenn man die russische Schulen mal heute Rettungsturm von meiner Rakete rauf. Und das ist das tote Stück, was da am Fungolo heute sieht, das raufkommt. All das ändert als schon verloren, das ist raufgefallen auf der Erde. Und auch natürlich den Service-Modul, der wird auch an der Erdatmosphäre verglichen. Das führt, dass das ja bei dem DOA-Projekt Local Recycling System gemerkt wird, so wie das bei SpaceX mit dem hier System und NASA oder den anderen Systemen. To begin the final moments of Orion's descent back to its splashdown in the Pacific Ocean. Das ist so interessant, durch diese alle dort zu gucken, ob natürlich alles da so klappt, wie sie sich das ausgerechnet tun, weil bis muss ich sagen, dass die Mission erfolgreich war. Das ist eigentlich während der Mission, da war der Funkkontakt verloren. Das war eine Ausstellung von der Antenne auf der Erde. Aber das hat ihn an den Griff gekriegt. Das war für 40 Minuten ungefähr. Und da war alles noch lang verlaufen. Wenn ein Traumschiff natürlich 100 Mond war, dann hat er noch keinen Funkkontakt. Das hat aber anerkannt. When we emerge from this first blackout period, we'll be at an altitude of 274,000 feet, traveling just under 17,000 miles an hour with a range to splashdown of 2,000 statute miles. Wir sehen die enge Seite, sehen wir den Kontrollraum, auf der anderen Seite Klang am Bild, das ist auch ein Live-Bild, das ist das Schiff, was ich jetzt gesagt habe, das Bergungsschiff. Entry Interface, die lebt, und dort so, da gehen doch keine Telemetriedaten mehr vom Raumschiff. Das heißt, die Daten, die hier standing by for a reacquisition of signal. Voilà, den Rob hat es gesagt, sollen den ersten Signal erwartet, das ist eine Akquisition. An acquisition of signal as that. Das heißt dann in einem Telemetriedaten direkt vom Raumschiff
empfängt. Die Daten, die lo große Schema mit sind, das sind die vom Computer ausgerechnet sind. Die 3 Schirmer am Mission Control Center zu Houston an Texas, da wo ihn ganz konzentriert, dass er ob Traumschöffel durch der Atmosphäre könnt, aber den Dat gemacht wird an. And we have data from Orion. Wunderbar, gesehen, also Himmels war in, voilà, wunderbar. Das eng Live-Video zu gesehen. An das Video könnte Raum. That Orion is right on the money, coming right down the pike. A good view out of the cabin camera, looking out of the. Das Kamera aus an der Kabine vom Orion Raumschiff an dass die Bilder die live kommen. We should be performing the skip entry maneuver momentarily. Good communications established with Orion. Aber la können eine Entzündung, weil Bilder fort. The second blackout period to begin about 2 minutes from now. Was gesagt wird, den zweiten Blackout also angetreten, das ist eine Periode, wo Traumschiff geschleudert wird. Und zwar von 61 Kilometer heißt auf 90 Kilometer heißt. Orion is at the apogee of the skip entry maneuver, beginning the second in a series of role reversals, again banking maneuvers to bleed off excess inertia and to dissipate heat around the spacecraft. Ja, voilà. Das ist Loremann engem Blackout das Traumschiff an wie viel aber Hummer 18 270,000 feet, with Orion traveling about 16,400 miles an hour, range to splashdown less than 1,000 miles. Der Flug Artemis 1 war ja 5 Mal noch Handen verrickelt gehen. Das war das Problem bei einem Leck von der Rakete selber, dem Space Launch System, den das Orion Raumschiff mit ihrem Service-Modul dreht. Und dafür als Jahrreich gestartet ging am November. Das war der 16. November, morgens um 7:47 Uhr. Wir hatten doch hier live überdrohen Dock. Und das Splashdown können wir mir noch 10 Minuten und 40 Sekunden im Moment. Muss ich vorstellen, von 40.000, rund 40.000 Kilometern pro Stunde sind wir mal wissen. Wird dann aufgebremst. Ob 520 Kilometer und dann gehen die echt Fallschirme ab. If all goes as planned, we should be out of the blackout period with a solid lockup on the vehicle at 11:31 and 46 seconds a.m. Central Time. Und sie sind natürlich gespannt am Kontrollcenter noch zweite Blackout, den da eine kleine Akquisition könnt. Ich fiebre mit den Leuten am Kontrollcenter. Das muss ich so, weil wenn das da klappt, dann ist nicht mehr am Weh. Für an 2 Jahren denselben Trip nachher zu machen, und damit Leute dran. Die aber nicht um den Mond landen, die werden auch immer um den Mond fliehen, und dann 2025
da rachen een mat der nächster bemanntener Mondlandung. Dat gedenkt ganz eine Nummer. This is Mission Control Houston, the airborne WB-57, one of the airborne assets to track Orion's return to Earth, has visual acquisition of the vehicle. Okay, dat is ja wunderbar. We should be coming out of this second and final blackout about 30 seconds from now. Durch den visuellen visueller Kontakt zum Raumschiff an dat vom Schiff aus. And helos flying off the deck of the USS Portland now have a visual acquisition of Orion as well. At an altitude of 174,000 feet, traveling 12,600 miles an hour, range to splash down 288 statute miles. Natürlich so, da wäre das für mich einfach. Lo, gesehen wir schon mal den Himmel, und da wird man da gleich Traumschiff gesehen, wenn das rauf könnt. Wir hoffen lo, dass die Tracking-Kamera Traumschiff gleich kann weisen, auch für auf der Television. Gespannten Leid. There is a view out of the cabin camera of Orion as it continues a series of role reversals. We have data back from the spacecraft. Flight dynamics reports Orion straight and narrow on a true course toward its splashdown site. Forward bay covered jettisoning less than 3.5 minutes from now. Von Bilder mal so hoch geht dann geblo, das sind Bilder, wie gesagt, die kommen direkt aus Amerika über Satellit hier auf Lützeburg, so dass wir erst können weitergehen. Ne? Orion now traveling at Mach 10. Lo nach 10-fach Schallgeschwindigkeit hört der Orion Raumschiff nach Drop. 10-mal mehr schnell wie der Schall. Das ist nicht gerade nicht. Und kriegen wir die Kamera gewesen aus dem Orion-Raumschiff. Orion's speed now down to Mach 6. Als van aufgebremst gehen op Mach 6, das heißt 6-fach Schallgeschwindigkeit. Es geht ganz schnell, also die Aufbremsung geht ganz schnell. Ich habe noch eine Reportage gesehen, die Fallschirme, die unter Orion-Kapsel sind, die sind mehr groß und mehr stark wie damals in den Apollo-Kapseln. Orion 100,000 feet now. Wir haben sogar ein Grafiker schon vorbereitet. Die können wir erst dann weisen, wann es soweit ist. Der Mann verliert ob die Bilder von NASA bleiben, so dass wir alles sehen und nicht mehr nicht verpassen. Die Kinder allerdings der wenig mehr klar sind, die Bilder, die wir kriegen. Wie gesagt, das ist ja ein Testflug, dass wir dann mit der Kamera auch an den Griff kriegen für die späteren Momente, Missionen. Wir gehen schnell auf Grafik rüber von den Fallschirmen. 45 seconds until forward bay covered jettisoning. So, da müssen wir so holen. Orion now at die Grafik erklärt.
da kommen Command-Modell Raceburn und so weiter und so fort. Da haben wir dann halt, nee, da tun das nicht die Grafik, da nicht die falsche Grafik gespielt. Da tun das, wie es lo gewischt wäre, für zu landen. Nur die falsche Grafik, ich möchte aber nicht. Das live. Das können wir mal für, dass in ein falsches Bild erwischt. Wir waren nicht live, als es eben live. 25,000 feet. Lo sind Fallschirme abgegangen. Seht ihr, lo sind Fallschirme abgegangen. Das sind die echten Fallschirme, die abgegangen sind. Da brauchen wir die Grafik nicht mehr zu weisen. Wir gucken jetzt das an Wirklichkeit. Die echten Fallschirme gehen rausgefahren, die gehen aufgetrennt, die Fallschirme aufgeheizt. Und da kommen ja nur die richtig rot-großen Fallschirme, wenn es dann Richtung Wasser geht. Orion's velocity now down to 282 miles an hour. Range to splashdown 1.5 miles. 10,000 feet now. Und uns mal lauschen. Da sehen wir Bilder schon mit Chlor. Die sind aufgeschossen in die Fallschirme. Das hat er gesehen. Und voilà, was habe ich gesagt? kommen die Rot-Fallschirme. Die sind dann schon direkt filmisch stark. Das, wie gesagt, die gehen ganz ab, die gehen mindestens auch nicht aufgesprengt, wenn die richtig sind. Und dann geht gelandet. Schön groß rot Fallschirme. So, 3 good main shoots for Orion. Das sind Main Shoots schon. Das heißt, Hauptfallschirme sind das da schon. We have 3 fully inflated main chutes. Time to splash down 90 seconds. 90 Sekunden. Da landet das Orion-Raumschiff am Pazifik. Reported. Der Junge, da weiß du wohl ein Kapsel von Bausen. Ja, da das mehr Fernseh ist, leid mir sind immer gewinnt, dann die Bilder umzuschalten, wie was NASA ist, die nicht drüber schickt, und hängt mir dann auch ein wenig Scheiben. Also ich freue mich wirklich, dass das da geklappt hat. Das Mission Artemis 1, aber voilà, genau das, was ich so erhört hatte. High over the Pacific, America's new ticket to ride to the moon and beyond now in view. Orion under its chutes descending toward splashdown. No, werdet gleich. Ihr werdet fast gehen, aber guckt mal hier. So flott, dass das geht. Orion in the perfect orientation for splashdown, just seconds away. Da das, was übrig bleibt von der großen R90 Heiger Rakete. 1,000 feet. Nach 1000 Fuß Heich. Good descent rate. Das kann ich sagen. Oh, guck mal, aber auf Dauer 500 feet. 500 Fuß noch. An Splashdown. From Tranquility Base to Taurus Littrow to the tranquil waters of the Pacific, the latest chapter of NASA's journey to the moon
comes to a close. Orion, back on Earth. Ja, der Orion-Raumschiff ist zurück auf die Erde. And 30 seconds a.m. Central Time. Hallo, get Burgen gemacht von der 10 hours, 54 minutes, 50 seconds. That's unofficial. Splashing down off the coast of Baja, California. 25 Stich, wie gesagt, an pro Stunde war sie lo NW. The crew module uprighting system now being inflated for the bags currently being inflated. So, guck mal, haben wir zwei. Voilà. So. And we have a report that Orion is stable one, upright, the way it should be. Orion-Raumkapsel an dieselbesten System wie bei den Apollo-Kapseln. Da sind die 3 Luftballons, die sind unter Orion-Kapsel und die sich abgeblasen. Das haben wir auch schon bei den Apollo. Once again, splashdown occurring at 11:40 a.m. Central Time, 9:40 a.m. Pacific Time, west of Baja, California, after a textbook entry for the Orion spacecraft, bringing its 25.5-day mission to an end. Bei der NASA, dass das so geklappt hat bei dieser Mission. Es ist natürlich auch eine große Verantwortung, muss ich sagen, weil diese Mission, da steht wirklich ganz viel Spiel. Es wurde ja noch ein Resultat haben, 4 an 2 Jahren zu fliegen. Dann fliegt in Römhai von Cape Canaveral fort, es fliegt in Röm in den Mond. Und dann aber nicht mehr an einer höheren Bund, wie das der Fall ist. Dann geht ihn an die niedrigen Mondbund We have confirmation that 4 out of the 5 crew module uprighting system bags have fully inflated, standing by for word on the 5th one. But Orion is in great shape. Stable one, just in the orientation that had been expected. So. Psychologie gesehen, okay. Traumschiff ist sicher gelandet, noch 25 Tage und schon den nicht offiziell mitgekriegt, dann 11 Stunden an irgendetwas. Ich habe nicht alles mitgekriegt, weil ich geschwärzt habe. Aber dass sie Sachen, die einfach fantastisch sind. Auch wenn die nächsten Astronauten mitfliegen, da sind dann natürlich gerade so großen Success wie die unbemannten Versionen haben. Die unbemannte Flugzeuge so, wie weit wird denn da unbemannt gemacht? Das kann ja mal das ganz einfach. Wie weit zu testen, ob Material durchhält. Es will den Trapez testen, es will den Service-Modul testen, es will den Dorion-Raumschiff testen. Es wird nach ganz vielen Sachen gemacht, Messungen gemacht am Weltraum. Das wird alles müssen durchgeführt gehen, das hat alles müssen geplant gehen. An der Schmenge, wenn da irgendein Problem in den Weg kommen wir, an es sind Leute obach, dann ist das natürlich ziemlich kompliziert, wie wenn das unbemannt ist. Und dafür wollen in das Missionen unbemannt fliegen, für absolut sicher zu sein, wenn in an 2 Jahren diesen Tribunal möchte, mit Astronauten an Bord, die nicht werden landen, erreicht an 3 Jahren, also 2025, geht gesagt, dann wäre die nächste Mondlandung. Haut 54 Jahre, ich hatte schon am Anfang von der Emission gesagt, haut auf den Tag genau, als Apollo 17 gelandet am Mond, und sie waren
über 3 Tage Mond, und war das Apollo 17 auch die längsten bemannten Mondexpedition. Die Mission Apollo 17, die lebt zurzeit auch auf Doc, guckt einfach an ihrer Programmzeitschrift, dann wisst doch, wie sie lebt. Findet mich im Moment noch nicht vorbei. Ein Live-Bild aus dem Pazifik. Da fuhren die Boote dahinter, da geht die Kapsel gesichert am Funkgeroll, so wie das bei den Apollo-Fliegen der Fall war. Und dann als so, da geht sie auf das Schiff gehoben. An dem Moment, also so, da gehen auch Experimente rausgeholt, die gehen ausgelesen, die gehen analysiert, und alle die Resultate werden wir an den nächsten Tagen natürlich auch von der NASA gesucht werden. Das sind Analysen, die Wissenschaftler auch machen. Da war es so, dass dort Strahlen gemessen sind, Weg für auf den Mond. Was sich an den letzten 50 Jahren geändert hat. Wie gesagt, hatte ich auch gesagt, das Raumschiff ist auch über den Landerplatz von Apollo 11, 12 und 14 geflogen. Da könnten Helikopter sprangen die sogenannten Froschmänner heraus. Taucher. Das kennen wir aus der Apollo-Zeit, das ist schon déjà-vu da. Auch schon 50 Jahre hier, mit Wesen einfach nach wie Demos hoch. Aus diesem Helikopter sprangen Taucher rauf, die meine Reef unter anderem Kapsel. We also will be conducting tests of the beacon and SARSAT system. Und dann gibt es natürlich auf das Schiff tracking of the spacecraft for recovery forces that will be approaching the spacecraft in the future, and coming up in the next hour and a half will be the reactivation of an ammonia boiler system that will provide cooling in the spacecraft, as it will when crews return from their missions on board Orion. Die da waren, nur laufen noch nicht für eine Kamera jungen da. Voilà. Mission Control. Houston, Gesimmerlorem am Bild. Nur sind sie schon viel mehr entspannt, wie das für ein paar Minuten der Fall war. Ich meine, die echt hört, die ja so geholt gehen. Und hoffen, dass man nach ein paar Bilder gesehen, wenn Taucher rundherum kommen. Wenn uns Sendezeit geht, dann auch so los rüber mit mir nach ein paar Minuten, ja, nach 6 Jahren. This is Mission Control Houston. Reports from the USS Portland indicate that the first of 2 Navy helicopters
flying in the vicinity of Orion, which is about 5 nautical miles away from the ship, indicate no damage to the spacecraft and no hazardous fuel also, wie gesagt, leaking from the Traumschiff spacecraft. An gute Good Verfassung view of the helicopters. Als gesot gin, well die zwei Helikopteren, die rund Rëmmelo geflu sinn, die hunn festgestellt, dass Traumschiff as sech kein schiiert huet. At 11:40 a.m. Central Time, 9:40 a.m. Pacific Time. Sind dat dolo die kleng Boote mengene Gelo schon oder die do an kommen oder ja. Na, da sind ein so Probleme mit der Leitung vom Schiff. Da müssen sie televisionsmäßig noch wenig mehr in den Griff kriegen. Nicht, dass die Aussätze am Bild wären. Da fliegt ein Hubschrauber schon viel mehr tief wie eine Stern. Und dann, wie gesagt, werden die Taucher rauf, sprangen, einen Schlauch unter dem Traumschiff machen. Und dann in dem Moment, dass sie so, dass sie dann Traumschiff zieht. Das werden wir aber noch nicht an dieser Emission gesehen, weil wir ungefähr 1756 schon rausgehen. Und dann noch, das sich nicht mehr ganz viel. Also, Tatsache, Mission ist geglückt. Ja, das ist immens wichtig und steht nicht mehr am Weg für die nächste Mission, die dann Artemis 2 ist, schreibe also Artemis 1. Gucken wir halt zusammen, ob den Fernsehschirm, ob das Bild da ist direkt über Satellit aus Amerika von der NASA, hier plötzlich gesandt wird. An das Raumfahrtmission war natürlich auch ein großer Belastungstest. Und dafür wurde noch gezeckt am Start. Den 29. August hat schon ihr solle gestartet gehen. Dann war ein Leck festgestellt, du war am September, wollte den starten, du hast drin gegangen, du hast einen Sturm dazwischen kommen und so weiter. Und dann, wie gesagt, am November hat es ja geklappt. Aber es wollte wirklich kein Risiko angehen. Gucken wir ganz kurz, wo wir drin sind. Ich meine, das war spannend, es war interessant. Noch 50 Jahre, also in einem guten Weg, zurück auf den Mond. Meine Idee ist natürlich, auf verschiedene Landeplätze einmal zurückzufliegen. Und alle gut das Material, was da liegt, was der Apollo-Astronauten zurückgelassen hat, vielleicht in kleinen Teil mal zurückzubringen, das wäre etwas Interessantes, und das an einem Flottenmuseum auszustellen. Also das ist bestimmt interessant. Nee, ich will in ja einer Landeplatz raussichern, wie Artemis 2 ausgesagt, das wird mir erst dann auch zu dem Zeit bekannt geben. Orion, in the Pacific Ocean, having splashed down at 11:40 a.m. Central Time, 9:40 a.m. Pacific Time, around 5 nautical miles or so from the USS Portland. USS Portland, so heißt Bergungsschiff. On the USS Portland at this hour, my colleague Daryl Nell from the Kennedy Space Center, who's with the Exploration Ground Systems Recovery Team. Daryl, Dorian how Ramschiff did it look to you? It certainly looked textbook to us here. Sind auch Licht, das muss ich ehrlich sagen. I'd say that's a great description, Rob. Perfectly. So, da ist noch ein Kommentar, der vom Schiff kommt, also aber nicht mehr so wichtig für uns. Mir auf jeden Fall so ein vielmals merci für das der
no geguckt hat. Und wünschen euch noch ganz schönen Abend. Bis demnächst Menke op Dock, wann eng Raumfahrtmission so interessant ist, dass wir sie live bringen. Es war nicht vielmals Merci für no gucken an bis ganz geschwind. And then, of course, the assets aboard the USS Portland here immediately started making their way towards the splashdown site. And as you see live now, they are close to being next to the capsule. Now, the helicopters that you see flying there, those are MH-60s. We have 2 of them in the air, and they are right now gathering high-quality, high-definition imagery. Let's go on with a few. We're going to just play a few new songs on you, try them on, see if they fit. Can you hear? Are we clear? Clear for liftoff. Take off. For making reverberations. Are we affirmative? No negatory. Come in. Radio, what's your story? Ayahuasca kilo. Well, you're welcome. Are you ready for a bit of Echo Victor? Feeling wider than awake. Yeah. Better quicker than straight. So feel important. You are light. You are principle. When you love, invincible. Our shared life.
You got a light?